Guten Tag miteinander. Schon wieder. Sankt Zertifikti doch Gallen. Ist doch echt nicht wahr. Da bin ich am Bahnhof in St. Gallen. Ich meine, man sieht mir an, ich bin schwerbehindert. Oder? Da sehe ich da die Leuchtwesten reinzulaufen. Und dann fand ich, komm, gehen wir, einen Bogen gemacht. Nein, auf den Schwerbehinderten müssen sie los. Auf den Schwerbehinderten. Schon immer gesagt, seit 2 Jahren sage ich es. Die ganze Geschichte ist nichts anderes als ein IQ-Test. Wirklich. Und auch ein Test, wie man noch selber kann in der Menschlichkeit sein. Nein, sorry. Ich bin ein geistliches, sittliches Wesen. Ich bin ein Mensch. Und das geistliche, sittliche Wesen, das hat ebenfalls Recht, laut zu werden. Wenn er so angegangen wird. Wenn er zum Krüppel geschlagen worden ist von diesen Typen. Und einfach nicht in Ruhe gelassen wird. Der hat das Recht. Und nein, dann, St. Gallen Bahnhof, wenn man dann läuten wird, ist dann kein einziger, der zu dir steht. All die Zombies, da rundum, Lumpengesindel, hören das nur, hören das. Ihr seid wirklich Lumpengesindel. Entweder habt ihr wirklich nicht so viel IQ, oder ihr seid Sauhunde. So kann man es sagen. Weil wir wissen jetzt alle, es geht nicht um das, was sie uns gesagt haben. Das wissen wir alle, wenn wir es wissen wollen. Und nur weil du nicht willst wissen, wo jetzt da vielleicht zuhören, und so einen Lumpen die ganze Zeit im Gesicht hast, und dann findet, hey, weg mit denen, wegsperren, die keine Masken anlegen oder sich nicht impfen lassen. Solche Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, melde ich bei den Chef. Und SBB und SBB Police und Securitrans, die sind jetzt so weit, dass jeder aufgerufen ist, die Saubande, die elendige Blockwart, weil zu dem sind sie geworden. Oder hat man sie gemacht? Man kann es auch so sagen, oder man hat es eben mit sich machen lassen, oder? Die haben es nicht mehr verdient, dass man jetzt nett mit ihnen ist. Echt nicht, denen muss man einfach mal klar auf den Tisch legen, was sie für Sauhunde geworden sind. Was machen die mit den Menschen? Ich meine, dass man überhaupt noch solche Typen bezeichnet als Objektschützer. Da wird kein Objekt geschützt. Wenn man auf Menschen so losgeht. Das hat nichts mit Objektschutz zu tun. Das Gegenteil. Das Objekt könnte noch darunter leiden, wenn man so drauf ist. Weil so friedlich wie ich bin einfach verbal laut. Aber ja, ich bin keiner, der einen abschlägt. Oder so. Bin ich nicht. Aber abgeschlagen worden. Von diesen Blockwart, von diesen Leuchtwesten-Blockwart, von der SBB. So bin ich geworden. Und bin jetzt schwer invalid. Wegen dem. Eins Auge nicht mehr. Kann nicht mehr laufen recht. Ja. Sitzen auch nicht mehr richtig. Und. Es ist eine ganze Palette. Aber Verantwortung will niemand übernehmen. Und ihr da aussen, die da die ganze Zeit einfach alles nur mitmachen, nichts wollen hinterfragen. Wir legen es uns seit 2 Jahren an, Gott verdammt einmal, was ist mit euch los? Oder? Natürlich, auch der Hinterste und Letzte wird es dann nachher in 3 Jahren dann sicher gemerkt haben. Wenn es dann auch merken kann, wenn er nicht einer von denen ist, der dann gegangen ist. Ja? Ich bin nicht mehr der gross geht informieren. Ich mache mein Wochenende bei Radio Mensch und fertig. Und sonst könnt ihr mich einfach gern haben. Aber ich lasse mir nichts bieten und ich werde wieder laut. Im Bahnhof. Weil das ist mein Recht, laut zu werden, dass es alle hören. Weil ihr, die es alle gehört habt eigentlich, vielleicht, eventuell, möglicherweise, ein Gewissen, ein Herz. Mich haben die wohl als Spinner runtertun, weil ich laut geworden bin. Im Bahnhof. Hä? Einige habe ich gesehen Kopfschütteln. Die anderen habe ich gesehen beschämt im Boden hineinschauen. Wer spinnt da? Nein, ich bin's nicht. Ich habe noch meine Tasse am Schrank. Auch wenn ich schwer behindert bin, jetzt körperlich. Das Gesindel, das Leuchtwestengesindel,
Das hat niemand noch das am Schrank. Und lernt das bitte ein bisschen auch. Und unterstützt die Menschen, die in Not kommen. Ihr seid ein Feiges gepackt worden. Und ihr müsst euch nicht wundern, bezeichnen euch bereits jetzt schon als Zombies. Weil so abartig, unmenschlich, wenn ihr da draussen alle sind, in der Stadt, und vor allem jetzt in St. Gallen, wo ich es wahrnehme, ihr seid wirklich nicht mehr sauber. Euch als Mensch bezeichnen, ist ziemlich schwierig. Echt. Dennoch, auch in dieser Stadt, ich treffe immer wieder Menschen mit Herz und Menschen, die ich wirklich kann umarmen und die ihre Tassen am Schrank haben. Die sind auch da. Aber der grosse Teil von dieser Stadt, der ist verloren. Der ist komplett verloren. Und ich kann euch eins sagen, ich werde jetzt vielleicht sterben bald. Das kann sein. Es muss nicht, aber es kann. Nachdem alles gelaufen ist und wo ich jetzt für Schäden habe, ist meine Lebenserwartung enorm verkürzt worden. Ja, durch die Leuchtwesten von der SBB. Mhm. Das ist eigentlich alles gleich, oder? Ja, genau. Die Zombie-Pandemie da, die rechtfertigen so etwas, ja. Mhm, klar, ja, logisch. Nein, wirklich. Wenn ihr nicht aufhört, nicht aufwachend und noch immer nicht die Eier haben zum Anstehen, dann sind wir Zombies. Und dann bleiben wir die Zombies und dann schauen wir dann in 3 Jahren wieder, wer von euch denn noch da steht. Also wenn ich da stehe, werde ich mich sicher freuen über die dann wenigstens erwachen. In 3 Jahren wird es spätestens der Letzte merken. Schönen Abend euch. Und auch einen ganz schönen Abend euch allen in St. Gallen. Und ja, ihr dürft ganz klar auch ein bisschen mitdenken, mitspüren, mitfühlen. Ihr sind's. Wo das, wo mir und tausenden anderen passiert und passiert ist, mitmachen und es so überhaupt erst ermöglicht. Ihr seid Mittäter. Das sind ihr. Und das ist ganz eine grusige Geschichte. Jetzt werdet ihr mal ein bisschen wieder ein bisschen am Menschsein gewahr. Das wäre Zeit. Das ist höchste Zeit. Also wenn ihr eures Leben noch wollt haben, in 3 Jahren, dann solltet ihr schon mal ein bisschen da und da mal ein bisschen arbeiten. Schönen Abend.